Es ist mir ein Video vorgeschlagen worden, und zwar von der Haus Ayla, und zwar Notoperation wegen der Anti-Baby-Pille. So wie ich das sehe, sieht es aus nach einem ernsten Video, das nicht so witzig ist. Von dem her bin ich auf jeden Fall gespannt, in welche Richtung es geht. Let's go, wir gehen rein. Hi, was Pappin, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Der Titel, den ihr gerade gelesen habt, das ist kein Clickbait-Titel, leider. Ich erzähle euch jetzt eine ziemlich ernste Geschichte, die mir auch recht nahe geht. Das ist mir ungefähr vor einem Jahr passiert. Ich habe das Video da sicher schon 7 Mal aufgenommen. Oha, okay, da wissen wir, das ist ernst. Ja, ich will mit dem Video nicht irgendwie Mitleid von euch, gar nicht. Das ist mir passiert und das ist jetzt einfach so. Ich will den jungen Mädchen da draussen zeigen, was Risiken sind von der Pille, was alles kann passieren mit der Pille und euch zeigen, wie schädigend das überhaupt ist. Ich will aber nicht damit sagen, dass wenn eine Pille für euch gut funktioniert, dann nehmt sie weiter. Ja, schaut euch einfach das Video an, dann versteht ihr, was ich meine. Das Ganze ist mir ungefähr vor 2 Jahren passiert, also hat es angefangen. Und es war so, dass ich in meinem Kollegenkreis haben viele Mädchen, Frauen schon Pillen genommen. Und man war einfach cool, wenn man Pillen genommen hat. Man war cool, wenn man Pillen genommen hat. Schon mal die Aussage, ich weiß nicht, wie alt du Ayla ist, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie alt du bist. Aber generell die Aussage, man ist cool, wenn man Pillen nimmt, absolut scheiß Aussage. Nicht von dir, Ayla, aber generell, es ist scheiße, wenn irgendwie in einer Schule oder irgendwie ist cool überkommt, wenn man Pillen nimmt. Oder wenn man schon Sex hat oder so. What the fuck? Jedem das Seine. Scheißegal, wer aber wenn das erste Mal hat. Es geht überhaupt nicht um das. Nie. Ja. Ich weiss nicht warum, man ist dann wie so etwas, man ist dann einfach erwachsen gewesen. Und ich wollte Pillen auch unbedingt wollen. Und im Nachhinein kann ich sagen, liebe Frauen, liebe Mädchen da draussen, die sich überlegen, so mit der Pille anfangen, wo es nicht wirklich nötig ist, machen es nicht. Ja, nein. Also, ich sage es mal so, nehmt nie Pillen, wenn es nicht nötig ist. Also, jetzt... Das ist doch logisch für mich. Für mich ist das wie 100% logisch. Ich verstehe noch nicht, wieso, wo man Pillen nehmen für irgendwie cooler zu ziehen oder was. Nein, früher eben nicht. Mit 16, dann denkt man eben so als ein Mädchen in der Pubertät leider. Wenn ihr wirklich cooler seid, dann sagt einfach, dass ihr Pillen nehmt. Und nehmt sie nicht, ja moin. Pfeifhead. Es lohnt sich nicht. Es ist etwas, was eigentlich nur schadet, wenn ihr es nicht wirklich braucht. Genau. Ich bin dann vor eben ungefähr 2 Jahren das erste Mal zu einer Gynäkologin. Und ich habe dann Pillen bekommen, weil ich halt meinen ersten Freund hatte, den Elio, den kennt ihr auch. Whatever, ich habe dann einfach die Pillen bekommen. Ich will jetzt nicht sagen, welche, weil ich will ja den Hersteller nicht in den Dreck ziehen oder so. Ja, ich habe einfach eine Pille angefangen und es ist gut gegangen, ungefähr so 1-2 Monate lang. Und dann habe ich angefangen zu merken, irgendetwas stimmt nicht in meinem Körper. Ich habe so einen Schmerz im linken Unterbauch. Und ich spüre etwas, das nicht dort angehört, und es hat wirklich weh bei jedem Schritt. Ich habe dann mega lange gewartet, weil ich gedacht habe, keine Ahnung, vielleicht geht es wieder weg, ich bin immer so. Dann habe ich arbeite ja im Spital, habe ich es gerade notfallmässig zeigen. Ich bin dann am Brüllen, weil es hat wirklich so weh da. Oha, ja okay, in dem Fall ist es wirklich eine ernste Sache gewesen, oha. Also das Date angeschaut, Gynäkologen, und haben mir dann gesagt, dass ich eine 5 cm grosse Ovarialzyste habe. Eine Ovarialzyste ist ein gutartiger, flüssigkeitsgefüllter Tumor im Eierstock der Frau. Was halt das sagt, eine Pille? Oha, aber das ist schon wahrscheinlich sehr, sehr Pech gehabt. Das habe ich jetzt noch nie gehört, persönlich. Oha. An meinem linken Eierstock. Eine Zyste, das ist jetzt eigentlich noch schwierig zu erklären. Das ist einfach ein Hohlraum mit Flüssigkeit gefüllt, die nicht dort hingehören. Vielleicht kann ich euch da einblenden, was eine Ovarialzyste genau ist. Dann hat mir die Gynäkologin im Spital gesagt, normalerweise würden wir die jetzt rausnehmen und operieren, aber du bist so jung, vielleicht geht es weg mit der nächsten Periode. Habe ich natürlich gehofft, ich habe den Schmerz noch weiter ausgehalten. Und die Zyste ist nachher tatsächlich noch weggegangen. Die Gefahr besteht halt, dass der Eierstock sich dreht wegen der Zyste, dass er auch absterben kann. Es gibt alles so ein bisschen Risiken. Aber es ist alles gut gegangen, wie der erste Zyste. Habe ich so weitergemacht und dann ist die zweite Zyste gekommen.
es ist noch eine zweite gekommen, what the fuck? Ich habe dann gemerkt an der rechten Seite, dass es wieder genauso weh ist. Es macht wirklich schlimm weh. Ich hatte wieder so Schmerzen, bin zu der Gynäkologin, die hat dann geschaut und dann habe ich auf der rechten Seite eine 6 cm grosse Zyste gehabt. Ich bin dann auch 50% krank geschrieben worden. Ich war mega viel krank, weil man hat dann auch wirklich keine Lust, um sich zu bewegen. Es macht alles. Aber ey, 6 cm, stellt euch mal vor, 6 cm. What the fuck? 6 cm ist riesig. Alles weh. Ja, ich war dann in der Schule und die Zyste ist geplatzt. Das ist auch ein Risiko, das man hat, wenn die Zyste platzt. Das kann Gefäß verletzen, alles rundum. Auf jeden Fall hat es mir dann noch mehr weh. Ich habe gedacht, ich sterbe jetzt. Bin ich wieder zu der Gynäkologin. Sie hat dann gesehen, dass die geplatzt ist. Und dann ist halt die Flüssigkeit von der Zyste in meinem ganzen Bauch herum und mein Bauchfell hat sich entzündet. Oh mein Gott, fuck. Wenn ich das höre, es ist heavy stuff. Also, ey, zum Glück geht es besser. Oder beziehungsweise geht es dir jetzt gerade auch mal gut. What the fuck, also das ist heavy stuff. Ich habe ja auch den Blinddarm operieren. Ich habe Glück gehabt, dass er nicht geplatzt ist. Bei mir war es ähnlich, aber ich weiß nicht, inwiefern man das miteinander vergleichen kann. Aber die Schmerzen wären auch relativ ähnlich gewesen und es ist wahrscheinlich Horror. Ich habe dann angefangen, andere Pillen zu nehmen, weil die weniger Hormone hat. Es ist auch besser gegangen, 1-2 Monate lang. Nach den paar Monaten, wo es gut gegangen ist, und ich hatte wieder eine Zyste. Und schon dort hat es mir abgelöst. Ich hatte wirklich absolut keinen Bock mehr. Ich meine, es ist nicht normal, so viele Zysten hintereinander. Jede Frau bekommt in ihrem Leben wahrscheinlich mal eine Zyste, die vielleicht so bis zu 3 cm groß sind, aber meine waren immer über 5 oder 5. Vor meiner OP hatte ich insgesamt 5 Zysten innerhalb von einem Jahr. Aber hast du, also ich kann mir es nur mal so vorstellen. Es ist ja so, Pille ist ja ein zugelassen Verhütungsmittel, Arzneimittel. Klar ist das ein Scheissdreck und klar ist in vielen Fällen Pille vielleicht gar nicht mal so nötig. Aber ich glaube trotzdem, die Pille ist das zugelassen Arzneimittel. Von dem her hast du wahrscheinlich gleich sehr Pech gehabt und bist prädestiniert für vielleicht so etwas. Ich wollte mir nicht sagen, dass ja, nehmen alle Pille. Überhaupt nicht. Die letzte, die ich hatte. Und die Zyste war 8 cm groß. 8 cm. Stellt euch vor, 8 cm grosse Bölle da in meinem Eierstock. Oh mein Gott, das war so schlimm. Ich hatte so Schmerzen, ich konnte nicht mehr laufen. Ich bin in den Notfall gegangen, ich habe Fieber bekommen. Am nächsten Tag bin ich zu meiner Gynäkologin und sie hat gesagt, wir müssen da etwas machen, wir müssen das rausnehmen lassen. Dann bin ich wieder heim, war wieder krank, bla bla bla. Die vom Spital angerufen haben gesagt, ich muss kommen für nochmal einen Untersuch, um zu schauen, was wir jetzt machen. Sie haben mir extrem viel Blut abgenommen und dann hat mich die vom Labor gefragt, ob ich eine Operation hätte. Dann habe ich gesagt, nein, eigentlich nicht, also ich weiss von nichts. Am Tag war ich allein im Spital. Meine Mama war am Arbeiten. Ich war dann dort und sie hat mir gesagt, schau Ayla, wir müssen dich jetzt operieren, weil es kann sein, dass sonst dein Eierstock abstirbt. Ich habe 17-jährig... Auf. 17-jährig war okay. Mit 17-jährig es kann sein, dass der Eierstock abstirbt. Stell dir mal vor, what the fuck, es ist alleinig im Spital, die Mutter ist nicht da, die ist am Werken. Ach, Horror. Das Mädchen, das ist jetzt vor einem Jahr passiert. Und dann haben sie mich auf mein Zimmer gebracht und ich bin dann in OP gekommen, gerade eigentlich sofort. Ich hatte keine Prämedikation, also ich bin nicht irgendwie beruhigt worden. Ich hatte vorher noch nie eine OP gehabt. Ich war so nervös, auch vor der Narkose. Ich hatte mega Angst. Vor 1,5 Jahren hatte ich eine OP gehabt, Blinddarm-OP gehabt, wie schon gesehen. Und ich habe dann meine allererste OP gehabt. Ich bin dann noch ein bisschen mit ganz wenig Bauchschmerzen. Für mich war es ganz komisch, mit ganz wenig Bauchschmerzen bin ich zum Doktor gegangen und dann beim Doktor hat er mir gesagt, hat der Blutwert sich eingezogen und dann so, oh shit, sofort zum Spital und operieren. Weil es eben kurz davor war zum Platzen. Meine erste OP, ich konnte nicht einmal bei mir daheim Kleider holen oder so, direkt ins Spital müssen. Gerade eine Besprechung gehabt mit der Anästhesistin und dann zack, direkt in den OP-Saal, zack, Vollnarkose, yalla. Ich habe gar keine Zeit gehabt, gestresst zu sein, Angst zu haben oder weiss nicht was. Ich bin einfach so wie einfach gemacht. Ich war schon im Schockzustand. Es ist eigentlich noch krass, ich arbeite auf der Chirurgie und bringe jeden Tag Menschen in Ops, aber wenn es um dich selber geht, ist es etwas voll anderes. Ich war dann nicht unten im Ops und habe Narkose bekommen. Ich weiss noch, dass ich aufgewacht bin, weil sie mir etwas in die Nase da haben. Ich habe gesehen, dass ich einen Blasenkatheter habe, der so quasi ableitet, den Urin.
Und ich habe den Katheter nicht wählen und ich bin nachher mega geschockt, dass ich einen habe. Ich habe mich gefragt, ist etwas falsch gelaufen, warum habe ich den? Ich war mega schockiert und seit diesem Zeitpunkt bin ich voll wach. Ich konnte sogar meine Nattelnummer von meiner Mami auswendig sagen, dass sie ihr anrufen soll. Auf jeden Fall hatten die von der Anästhesie meine Mami angerufen und meine Mami hat dann mega gebrüllt am Telefon. Also, sie hat noch nicht mal gewusst, was los ist, oder was, die Mutter? Die Mutter hat noch nicht mal gewusst, was abgeht, oder wie? Die Tochter ist operiert, die 17-jährige Tochter ist operiert und die Mutter hat nicht gewusst, was abgeht, oder was? The fuck? Das geht doch nicht, oder? Sie hat nicht mal gewusst, dass ich operiert worden bin. Meine Mami hat dann erfahren, dass ich schon fertig bin mit der Operation. The fuck? The was? Also vielleicht, weil es ambulant ist sie schon operiert oder so? Oha, es muss schon so Schock sein, aber hey. Ja. 45 Minuten gegangen, ist meine Mami dann auch bald gekommen, mein Freund ist gekommen und alle. Und dann ist die Ärztin gekommen und hat erzählt, dass sie mich operiert haben und das ist eine Laparoskopie gewesen. Laparoskopie wird ein optisches Instrument mit Lichtquelle und Kamera über einen kleinen Hautschnitt in den Bauchraum eingeführt. Okay, genau gleich war bei mir auch Laparoskopie, also so eine ganz kleine Lichtquelle, die sie in den Bauch drin und dann etwas anderes. Also ich wollte keine Details sagen. Ja, ich sage hier Details, aber wenigstens relativ kleine Narben. Das heisst, sie sind mit 2 Zangen und einer Kamera in meinen Bauch rein. Durch die Bauchdecke, also so 3 Einstichstellen habe ich. Und die Zyste ist während dem Eingriff, also während der Operation, geplatzt. Und durch die Ruptur von der Zyste hat es Schäden gegeben an der Leber, glaube ich. Und sonst irgendwo. Einfach, es hat eine mega starke Blutung gegeben in meinem ganzen Bauchbereich. Und ich hatte dann schlussendlich eine innere Blutung wegen dieser Zyste, die von der Pille entstanden ist. Und ich hätte an dem sterben. Mein Glück war, dass das im Operationssaal passiert ist und nicht irgendwo auf der Straße oder so, wo ich mich bewegt hätte. Aber in dem Fall, sagen wir es mal so, klar ist sie minderjährig und klar ist sie nicht, ein bisschen komisch für uns zu sagen, wieso ist sie operiert worden, einfach so. Aber zum Glück ist sie operiert gekommen. Stell dir mal vor, sie wäre nicht operiert gekommen oder irgendwie spät oder weiss nicht was. Ja, ich weiß nicht, was passiert wäre. Das heisst, ich hätte dieser Operation so oder so nicht umgehen können. Es ist einfach so ein krasses Gefühl, wenn du weißt, du hättest sterben können. Und das ist mir mega lange im Kopf noch geblieben, weil du machst nachher einfach weiter. Du weißt, es hätte so schnell vorbei sein. Nach der Operation ist dann meine Gynäkologin zu mir gekommen und hat mir schon wieder eine andere Pillensorte vorschlagen, die ich nehmen könnte. Und ich habe ihr dann einfach gesagt, nein, ich bin jetzt nicht mehr euer Versuchskaninchen, ich will jetzt keine Pillen mehr ausprobieren, weil, sorry, es langt mir, ich will das Risiko nicht mehr eingehen, dass ich nochmal eine Zyste bekomme. Und sie hat mir dann gesagt, dass es an meinem Körper liegt, dass der so auf Pillen halt reagiert. Das, dass wir es noch mit der anderen probieren. Seitdem, ja, nein, aber eben, du hast so eine traumatische Erfahrung gehabt mit den Pillen und so weiter und so fort, dann lass es jeder sein mit der hohen Pille. Ich habe mit meiner Freundin dann am Anfang von der Beziehung haben wir auch lang und breit diskutiert und alle Ups und Downs uns eingezogen, vor allem natürlich meine Freundin, aber auch ich habe mich natürlich auch dafür interessiert und auch wollte wissen, was die Risiken sind, was wo am Ende am wenigsten Hormone sind, am wenigsten schlimm ist sozusagen für die Benutzung. Und eigentlich muss ich auch ganz ehrlich sagen, es fuckt mich ein bisschen ab, dass meine Freundin das muss nehmen, beziehungsweise dass generell Frauen sich mit so viel Hormonen müssen vollpumpen müssen, nur dass es nicht da und da hingeht. Bei uns ist es auch noch so, dass gleich doppelte Verhütung da ist. Nur so. Also gleich, Kondom ist natürlich gleich um. Wenn ich etwas könnte machen, wenn ich irgendetwas könnte abnehmen, vielleicht ein paar Jahre kann eine Pille für den Mann nehmen und dann sie ein paar Jahre, weißt du, könnte man so wenigstens abwechseln, aber weißt, die ganze Zeit ist wirklich, ja, wenn ich etwas könnte machen, würde ich gerne machen, so mäßig. Das war vor einem Jahr, habe ich eben eine Pause gemacht mit allem, habe einfach von den ganzen hormonischen Verhütungssachen nichts mehr wissen. Und seit ich Pille nicht mehr nehme, habe ich nie mehr Probleme gehabt. Also wenn ich den Eisprung habe, merke ich das. Also ich spüre das, wenn er auf der rechten Seite ist. Dort, wo ich operiert worden bin, macht es mir weh. Es macht genau gleich weh wie eine Zyste, aber es ist einfach nur einen Tag lang und am nächsten Tag ist es wieder weg. Ich meine, mit dem kann ich leben. Ich bin
sehr froh, dass ich noch da sein darf. Liebe Damen, liebe Herren da draussen, passt auf euch auf, überlegt euch nochmal, ob Pillen euch wirklich gut tut. Wenn die Pille für euch passt, ist das schön. Ich freue mich sehr für euch, dass es funktioniert hat. Mir hat es nicht funktioniert. Und ich möchte euch einfach zeigen, dass es was kann passieren. Nur durch so eine kleine Pille. Wie gefährlich Hormone wirklich sind. Für mich war das halt auch mega schlimm, weil das ganze Jahr, als ich da die Pillengeschichte hatte, bin ich wirklich fast nur im Bett gelegen. Ich habe fast nichts mehr mit Kollegen gemacht, weil es einfach nicht gegangen ist, weil ich so Schmerzen hatte. Und es war auch wirklich eine verlorene Zeit und ich will nicht, dass jemandem von euch da draussen, dass es genauso geht. Das ist jetzt schon ein Jahr her. Es ist alles wieder gut. Ich habe jetzt 3 Narben. Alles easy. Ja. Danke, dass ihr euch das Video reingezogen habt. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Teilt das Video mit euren Kolleginnen, dass es möglichst viel sehen und dass das, was mir passiert ist, kann verhindert werden, dass ihr früher Pillen absetzt. Nicht noch so lange wartet wie ich und nochmal eine zweite ausprobiert, weil es funktioniert nicht. Ja, aber das ist natürlich von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Es hat bei ihr natürlich überhaupt nicht funktioniert. Das sehe ich und ich finde generell auch Hormone absolut Schmutz. Aber es ist halt gleich wie die einzige Art und Weise, wie du im jungen Alter sozusagen am ehesten verhüten. Die meisten Gynäkologinnen machen, glaube ich, die Spirale gar nicht wirklich und so weiter. Es gibt vor allem nur in die Richtung Pillen. Aber natürlich, jemand hat euch in den Chat geschrieben, ja, das stimmt, bei jedem Körper ist es anders. Ja, aber ich wollte mir nicht sagen, eben pro Anti-Baby-Pillen, nehmt es überhaupt nicht, sondern wenn es der richtige Moment ist für euch, wenn ihr gut im Leben steht, wenn ihr finanziell abgesichert seid und wisst was, wenn ihr sagt, ja, wenn etwas würde passieren, okay, dann macht es, weil dann nehmt ihr nicht die scheiß Hormone, seid ihr nicht vollpumpt mit diesen blöden Hormonen. Klar, man kann die ganze Zeit auch immer noch mit Kondom verhüten. Das mache ich auch. Man ist dann noch mehr geschützt. Man kann auch nur mit Verhütungsmethoden. Eben vielleicht da zu krass oder zu konservativ. Ist nicht. Hört nicht immer auf die Ärzte raus. Und ich wünsche euch nur Gesundheit. Es ist immer so, dass wenn man gesund ist, wenn es ihm gut geht und so, schätzen wir ihm seine eigene Gesundheit überhaupt nicht. Ist es ihm egal oder man achtet gar nicht drauf. Das ist auch normal, das ist ja richtig. Wenn es ihm nicht gut geht, wenn man krank ist, sieht man immer, hey Scheiße, es ist so geil, gesund zu sein und wieso bin ich jetzt nicht gesund und wieso geht es mir so schlecht. Es ist wirklich ein Geschenk. Gesundheit ist wirklich ein Geschenk und wir haben alle irgendwo schon mal etwas gehabt, was uns nicht gut gegangen ist und wir müssten alle froh sein, geht es uns so gut, sind wir da auf der Welt und können wir das Leben, wo wir haben. Wir haben nämlich extrem viel Glück und ich wünsche euch auch natürlich auch Gesundheit und glückliches Leben und alles Mögliche. Gutes Video, Ayla, sehr gut und danke, hast du das mit uns geteilt.